Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama, heute aus Bern. Wir haben für euch die Massentierhaltungsinitiative. Warum es trotz dem Nein doch noch etwas Positives gibt. Das Fest der Feste im Freilichtmuseum Ballenberg zu Brienz. Wir nehmen euch mit. Und mehr finanzielle Sicherheit für den FC Thun. Es gibt frisches Geld für den Oberländer Club. Vor diesen Top-Themen jetzt aber zuerst noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region für euch. Frauen protestieren in Bern. Mehrere hundert Frauen haben am Montagnachmittag in Bern gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters protestiert. Das Ja vom Schweizer Volk vom Sonntag sei ein grosser Rückschritt punkto Gleichstellung, hat es geheissen. Der Niklaus Walker hat den Besten. Das zumindest in der Kategorie Berner Alp- und Hobelkäse AOP. Der Niklaus Walker von der Alp Haslerberg Wallig hat sich an der 12. Ausgabe der Swiss Cheese Awards in Le Chamble eine der begehrten 32 Goldmedaillen zugesichert. Das Eissportzentrum Jungfrau bekommt mehr Geld. Der jährliche Betrag wird von gut 16'000 Franken auf knapp 40'000 Franken erhöht. Zudem ist ein Investitionsbeitrag von über knapp 1,8 Millionen vorgesehen. Die Gemeindeversammlung wird am 15. Dezember darüber abstimmen. Die Initiative gegen die Massentierhaltung ist ja abgelehnt worden. Für die Vera Weber von der Umweltschutzorganisation Fondation Franz Weber gibt es aber gleich etwas Positives. In vielen Haushalten in der Schweiz mache man sich jetzt mehr Gedanken über den Fleischkonsum. Zudem formiert sich ein Netzwerk rund um die Initianten und um die Fondation Franz Weber. Das ist eine Fläche, die bei der Massentierhaltung einer Säule zusteht. Haben die Leute gar nicht gewusst, dass das so etwas ist, die jetzt Nein gestimmt zu dieser Massentierhaltungsinitiative? Es wurde während der ganzen Kampagne immer behauptet, dass es keine Massentierhaltung in der Schweiz gibt. Wenn man das anschaut, dann sieht man, es hat wirklich Massentierhaltung in der Schweiz. Wenn da ein Bernardiner so wenig Platz hätte, würde jeder aufschreien. Bei einer Sau sagt man sich, ja, hat ein kurzes Leben und dann wird es gegessen. Vielleicht darf es nicht so viel Tierwohl haben wie ein Bernardiner. Wie fühlt sich das an, das Resultat? Das ist natürlich eine Enttäuschung für uns, für mich. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, wir haben einen riesen Schritt nach vorne gemacht, weil die Diskussion über Massentierhaltung, über das Tierwohl in der Schweiz ist in jedem Haushalt angekommen. Jeder hat sich Gedanken gemacht über Tierwohl und über Massentierhaltung. Und ich denke, es wird auch eine Verhaltensänderung geben. Beim Kauf von Produkten werden die Konsumenten mehr darauf achten, was sie kaufen. Was sind die Gründe, wieso dass es zu diesem Resultat ist gekommen? Es ist sehr viel Angstmacherei passiert und dabei hätte es nur 5% der Großbetriebe, der Bauernbetriebe in der Schweiz überhaupt tangiert. Die meisten Bauernhöfe hätten gar nicht wirklich sich verändern müssen, weil Bauern und Bäuerinnen in der Schweiz machen schon eine sehr gute Arbeit und es gibt einfach diese Großbetriebe, die man hätte reduzieren müssen und das hat die Schweizer Bevölkerung leider nicht klar verstanden. Wir sehen hier im Hintergrund auch das Plakat mit dem Säule, wo so ein bisschen die Freiheit geht. Diese Plakate hat man ein bisschen zu wenig gesehen in der Schweiz. Ja, es ist klar, die Agrarlobby, Economie Suisse, die haben eine Millionenkampagne aufgebaut. Wir haben natürlich kleinere Mittel zur Verfügung gehabt. Wir haben das Beste daraus gemacht. Wir haben eine gute Kampagne gemacht. Wir haben sehr viele Menschen erreicht, sehr viele Menschen sensibilisiert. In der Presse ist es breit besprochen worden. Aber ja, wir sind dieser riesigen Lobby unterlegen. Ist das auch ein Zeichen, dass die Millionen, die man reinbuttern in eine Kampagne, manchmal auch ein bisschen Demokratie aushebeln? Ich würde sagen, dass eine Kampagne mit sehr viel finanziellen Mitteln natürlich viel mehr Leute erreichen kann. Aber es sind auch andere Gründe. Es ist eben die Angst, die geschürt wurde in der Bevölkerung. Auch der Kontext vom Krieg, von der Energiekrise, von der Klimakrise. Leute haben Angst und fürchten um ihr Essen, um ihr Geldbeutel. Und das war vielleicht nicht die beste Zeit für diese Initiative. Wie kann jetzt eben die Fondation Franz Weber die Resultate nutzen? Wir werden weiterhin so viele Bilder wie möglich zeigen von
der Tatsache, der Realität von Tausenden, Abertausenden von Tieren in der Schweiz. Das sind wir auch den Konsumentinnen und Konsumenten schuldig, dass sie sehen, was hinter ihrem Konsum von Fleisch und Tierprodukten steht. Und jetzt werden wir Anläufe machen auf politischem Weg. Wir haben Verbündete im Parlament, die wirklich etwas für den Tierwohl machen wollen in der Schweiz, und diesen Weg werden wir jetzt gehen. Von den Abstimmungen jetzt zum Fest der Feste. Das wird ja auch nächstes Wochenende wieder gefeiert, und zwar im Freilichtmuseum Ballenberg zu Brienz. 15 Herbst- und Erntefeste werden hier vereint. Peter Flück, wieso ist dieses Wochenende und das nächste Wochenende besonders für den Ballenberg? Ja, es ist besonders, weil wir das erste Mal eigentlich seit sehr langer Zeit einen nationalen Anlass organisieren können. Ein Anlass, der nationale Ausstrahlung hat, und das ist für den Ballenberg sehr wichtig. Es ist aber auch so, dass das Fest der Feste, natürlich eben die Traditionen, die wir so schon präsentieren, quasi auf den Ballenberg bringen, und das ist für uns sehr wichtig. Es ist so, dass aus 15 Regionen aus unserem Land Traditionen hier auf dem Ballenberg präsentiert werden. Also Benichon zum Beispiel, aus der Ajoie, weitere Feste aus der Innerschweiz. Was für mich ganz phänomenal ist, dass die 4 Bündner Südtäler das allererste Mal ihre Castagneata hier gemeinsam auf dem Ballenberg präsentieren. Das ist für mich eigentlich ein absolutes Highlight. Die Erntedankfeste haben wir auch gemacht, vor allem in den Bergen, weil das Vieh gesund vor Alp ist zurückgekommen und so weiter. Und das kann man hier wirklich 1:1 auch mitverfolgen und miterleben, und das finde ich etwas sehr Schönes. Ja, wir sind davon ausgegangen, am Anfang haben wir so ein bisschen, vielleicht zu grosszügig gedacht. Im Moment wünschen wir uns, dass zwischen 7.000 und 10.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag kommen. Das ist wahrscheinlich heute ein bisschen schwierig, wenn ich das Wetter anschaue. Das spielt halt auch eine grosse Rolle, hat einen grossen Einfluss, auch sonst im täglichen Betrieb, sonst im Ballenberg. Aber wir freuen uns selbstverständlich ab jedem und jeder Besucherin, die hierher kommt und hierher kommt noch nächstes Wochenende hoffentlich. Zum Abschluss noch eine generelle Frage. Was bedeutet der Ballenberg für die Region Brienz bis zum ganzen Berner Oberland? Also ich bin der festen Überzeugung, dass der Ballenberg sehr einen hohen Stellenwert hat. Manchmal geht es in der heutigen schnelllebigen Zeit vielleicht doch ein bisschen unter, ein bisschen vergessen. Das bedauere ich. Ich habe eigentlich das Gefühl, wir sollten den Ballenberg als Museum, als einziges Freilichtmuseum in dieser Schweiz, das einzigartig die Traditionen vermitteln, die wir in der Schweiz haben, die das Brauchtum auch Alltag im Sommer aufzeigt, mit relativ sehr grossem Aufwand, dass das manchmal ein bisschen zu wenig honoriert wird aus der Region, aber grundsätzlich sind wir sehr froh um die Zusammenarbeit, die wir bis jetzt haben. Ich bin auch sehr froh, dass wir die Helferinnen und Helfer, die wir jetzt gerade für das Fest brauchen, aus der Region haben rekrutieren können. Das sind sehr viele Leute von Vereinen, wenn ich die Musikgesellschaft Brienz-Weiler denke zum Beispiel, die selber auch Anlässe noch durchführen, für sich selber, die sich aufraffen und sagen, wir helfen hier auf dem Ballenberg auch. Und das stimmt eigentlich zuversichtlich, dass wir gerade mit diesem Fest hier in unserer gesamten Region auch ein bisschen anders haben positionieren können. Im weitesten Sinn feiern kann der FC Thun. Es gibt nämlich frisches Geld für einen Oberländer Club. Konkret heisst das, die FC Thun AG die setzt auf eine Aktienkapitalerhöhung für mehr finanzielle Sicherheit. An einer ausserordentlichen Generalversammlung am 19. Oktober wird darüber entschieden, 2 Millionen Franken sollen so mehr reinkommen. Andreas Gerber, Aktienkapitalerhöhung vom FC Thun. Warum eigentlich? Ja, es gibt mehrere Gründe. Also zum einen sind wir finanziell in einer sehr angespannten Situation, aufgrund vor allem vom Abstieg noch. Zugleich haben wir Corona gehabt, das muss man niemandem mehr erzählen. Und darum haben wir einen gewissen Nachholbedarf. Andererseits wollen wir uns natürlich aufgrund der schwierigen finanziellen Situation gleichwohl nicht an irgendeinen ausländischen Investor oder generell an einen Investor verkaufen. Ein gewisser Teil ist das eine, aber wir wollen unabhängig bleiben, wir wollen eigenständig bleiben, wir wollen so bleiben, wie man den FC Thun kennt. Das ist ein grosses Anliegen von uns.
Und andererseits wollen wir möglichst können, das, was wir jetzt schon machen, ja, noch können, verstärken. Also auf dem Platz, neben dem Platz, mit den Grossanlässen. Das sind so die drei, 4 Hauptgründe, warum wir jetzt die Kapitalerhöhung machen. Ja, wir erhoffen uns, es ist realistisch, aufgrund auch von den Vorgesprächen, die wir schon hatten, aufgrund von Einschätzung. Natürlich lieber noch mehr, wir sind offen gegen oben, ist ja klar. Aber wir werden sehen, wie viel das zusammenkommt. Wer soll die Aktien zeichnen? Von wem soll das Geld kommen? Ja, da sind wir auch sehr offen natürlich. Es ist klar, dass gewisse naheliegender sind. Das ist immer die ja, finanziell potent sind. Die hat man danach mehr Hoffnung oder Erwartungen. Das ist ja klar. Wir werden ja jetzt die Aktien rausgeben für 350 Franken. Dass die nicht für jedermann ist, das sind wir uns völlig bewusst. Aber das ist jetzt die erste Tranche, die wir am 18. oder 19. Oktober werden versuchen, am Mann und an die Frau zu bringen. Und dann werden wir im nächsten Jahr, im Frühling, da haben wir ja 125 Jahre Jubiläum, wie eine Volksaktie rausgeben, entweder einen tieferen Nennwert oder irgendeinen Partizipationsschein. Einfach etwas, wo sich auch der Bürger am FC Thun beteiligen kann. Und jetzt noch zum Wetter. Es ist ja ein bisschen kälter geworden. Und ob es dann die nächsten Tage noch kälter wird oder vielleicht auch wieder mehr Wolken und mehr Regen gibt, das sagen euch jetzt unsere Wetterexperten von Meteo News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch und uns gibt es dann morgen Abend wieder. Schönen Feierabend wünsche ich euch. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Toll sind Sie dabei. Ich grüße Sie und heiße Sie ganz herzlich willkommen. Heute mit dicken Wolken über dem Flughafen von Gstaad. Ja, in den Alpen sind wir heute richtig grau in den neuen Tag gestartet. Im Flachland haben sich zuerst noch die Sonne und die Wolken abgewechselt. Ja, die Wolken die bleiben uns vorerst auch erhalten. Auch in der neuen Woche bleibt das Wetter bei uns in der Schweiz mehrheitlich tiefdruckbestimmt. Am heutigen Montag fliessen zwar mit einer westlichen Höhenströmung ein bisschen trockenere Luftmasse in den Alpenraum, aber bereits in der Nacht auf morgen bringt eine Kaltfront nicht nur kühlere, sondern dann auch wieder feuchte Luft auf die Alpen-Nordseite. In Dienstagmorgen starten wir vor allem den Alpen entlang nochmal grau und auch nass im Flachland. Dort wird es wechselhaft mit nur gelegentlichen Regengüssen und Temperaturen, die bewegen sich so zwischen 5 und maximal 8 Grad. Auch am Nachmittag bleibt es im Oberland meist stark bewölkt und häufig nass. Die Schneefallgrenze ist auf 1400 bis 1500 Meter sinkend und im Flachland erwarten wir einen Sonnenwolken-Regenmix. Temperaturen die erreichen mit einem böigen Südwestwind bis zu 12 Grad in Biel oder auch in Bern und im Oberland bewegen sich Temperaturen zwischen 8 und maximal 12 Grad. Der Altweibersommer lässt weiterhin auf sich warten. Es erwartet uns richtiges Herbstwetter mit allem, was der Himmel so zu bieten hat. Der Mittwoch und Donnerstag die zeigen sich stark bewölkt und immer wieder mal nass. Am Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 1500 Meter. Und gegen den Nachmittag kann es dann ein paar Aufhellungen geben. Am Freitag rechnen wir mit wechselnd bewölktem Wetter und immer wieder mal ein paar Auflockerungen. Und ja, auf den Samstag wird es dann wieder trüb. Es gibt viel Wolken und von Westen her auch verbreitet aufkommende Schauer. Erst auf den Montag folgt dann voraussichtlich eine Wetterbesserung. Also am Morgen in diesen Tagen unbedingt einen Regenschirm einpacken. Das ist vorerst mein letztes Jungfrau-Zeitungswetter. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuschauen und fürs Interesse. Alles Liebe und einen super Herbst. Ade miteinander.